Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einer weiteren FC Bayern Reaction. Was ist denn mit der Mütze los hier? Wie sehe ich denn aus? Wie ein Penner oder was? Heute, willkommen zur Reaction zum DFB-Pokal Viertelfinalspiel. Sind die Bänder unterschiedlich lang, ja. Gegen RB Leipzig, ja. Ihr kennt den Spaß. Bevor wir reingehen, hypen, liken, kommentieren, abonnieren, Glocke aktivieren, wenn ihr nichts verpassen wollt. Und damit auch ohne Umschweife rein hier in den Bums. Finale gegen RB Leipzig. Servus zur Medienrunde mit Wasser und Kompanie und Max Eberl. Und euch natürlich, bitteschön. Wer möchte beginnen? Reihe 1, die Dame Hanna Reif für Münchner Merkur und TZ. Ja, guten Morgen, Herr Company. Ich nehme an, Sie wollen nicht mit der U-Bahn morgen anreisen, aber haben wahrscheinlich mitbekommen, dass es ein großes Chaos um dieses Spiel gibt. Hat das irgendeinen Einfluss auf Sie, die Mannschaft? Muss man früher losfahren oder kann man alles ausblenden und sein Ding machen, wie sowieso? Ja, ich glaube, das ist natürlich. Als wenn das einen Einfluss hätte, Alter, bei den Multimillionären, die da sitzen, als wenn die auf öffentliche Verkehrsmittel angewiesen wären. Das sind die armen Fans, die latschen, die vorher rausgeschmissen werden, die froh sein müssen, wenn Ersatzverkehr kommt. Was interessiert das Vincent Kompany? Was interessiert das irgendjemanden? Ja, vielleicht ist ein bisschen mehr Verkehr, weil Leute eher mit dem Auto fahren müssen. Ja, grandios. Da müssen die werten Millionäre 20 Minuten eher losfahren. Ich glaube, dass wir früher anfahren, ja, auf jeden Fall. Aber das werden beide Mannschaften wahrscheinlich machen müssen. Aber hoffentlich, und das Wichtigste für mich ist es natürlich alle gesund und gut zum Spiel kommen. Und dann hoffe ich natürlich, dass die Leistung auch da ist für unsere Fans, die sich dann die Mühe machen, zum Stadion zu kommen. Ja, das hoffe ich auch. Ja, weiter geht's mit Heiko Niederer, Reihe 1 für die Bild-Zeitung. Dann stelle ich mal die klassische Frage nach dem Personal. Sind alle fit? Fällt irgendjemand aus? Und daran anschließend natürlich auch die Frage, ihr müsst den Kader jetzt so ausrichten, dass einer auf die Tribüne muss. Das war jetzt Min Jae Kim. Könnt ihr schon sagen, wer das jetzt vielleicht sein könnte? Könnte es zum Beispiel Leon Goretzka treffen? Wie sieht da die Planung aus? Warum musste sie jetzt eine Spiele nennen in diese? Nein, das ist ganz einfach. Für mich ist das eine positive Sache. Die Jungs sind fit und ich wünsche uns diese Situation von jetzt bis Ende Saison. Und dann sind es hoffentlich noch, weiß ich was, irgendwie 20 Spiele oder so. Und dann werden wir so oft wie möglich natürlich immer tauschen, wer diese Spiele ist. Aber das ist grundsätzlich eine positive Situation, weil alle sind fit. Und ich erwarte oder ich hoffe, wenn alles gut läuft heute im Training, dass wir wieder eine volle Karte haben vom Spiel morgen. Und dann gibt es diese Entscheidung und dann hoffe ich wieder und wieder und wieder bis Ende der Saison. Und das ist dann eine sehr positive Zeichen für uns. Können Sie sagen, wonach Sie ausrichten, wer dann derjenige ist? Also wovon hängt das ab? Das werde ich heute Abend entscheiden. Aber nochmals, ich will kein Thema machen daraus. Also überhaupt nicht. Nee, das Thema machen die Medien daraus. Deswegen war ja auch gleich wieder Leon Goretzka mit reingeworfen. No. Da hat man ja ein Thema, was man aufmachen kann. Die Entscheidung muss gemacht werden. Das ist eine positive Sache. Das ist, weil die Spieler fit sind. Und ich werde mich natürlich nicht freuen für derjenige, die zu Hause bleibt, aber ich werde mich freuen über die Situation, dass wir diese Entscheidung treffen müssen. Und ich werde das jedes Spiel machen, wenn wir die Mannschaft fit halten. Ja. Dann nächstes Thema von Stefan Kumberger für Sport 1. Guten Morgen, Vincent. Sie haben jetzt zweimal schon gegen Leipzig gespielt, zweimal deutlich gewonnen. Gibt es irgendwelche Geheimnisse noch bei RB Leipzig für Sie? Was müssen Sie überhaupt noch vorbereiten? Ich glaube, dass beide Mannschaften einander sehr gut kennen. Also, wir kennen die Stärke von RB, die haben die Flügelspieler und ja, dieses offensive Trio, die sehr gefährlich ist, die immer auch Tore macht und die auch viel Kreativität hat. Es ist eine Mannschaft, die natürlich offensiv auch stark ist. Ich sage das oft, weil im Moment finde ich, dass wir schon einige Mannschaften getroffen haben, die eigentlich im Moment sehr positive Zeichen setzen im offensiven Bereich. Und RB ist auf jeden Fall so eine Mannschaft. Aber wir haben gegen Leipzig auch immer gezeigt, was wir machen können. Und
dementsprechend, weil dieses Spiel auch zu Hause ist, weil das auch ein Pokal ist, weil das auch für uns eine absolute Must ist, dieses Spiel, möchte ich auch gerne dieses Gefühl haben, dass wir auch bringen, was wir bringen können in dieses Spiel. Und wir haben auch die Flügelspieler. Wir haben auch die unglaublich starke. Ja, mein Take habe ich schon öfter gesagt, solange Alphonso Davies nicht hinten links verteidigt, denke ich, sind wir ganz gut aufgestellt. Ansonsten ist das eine harte Schwachstelle. Das ist jetzt gar nicht irgendwie gefrontet gemeint, von sie kommt aus einer langen Verletzung und so weiter. War noch nie der beste defensive Verteidiger. Ja, das gehört auch zur Wahrheit. Ich glaube, man hat es gegen Hoffenheim gesehen. Hoffenheim hat auch konsequent über unsere linke Defensivseite gespielt. Und ja, da hat man gesehen, was da passieren kann. Und ich bin gespannt auf die Aufstellung morgen. Zentrumspieler, die immer Tore machen können. Und wenn diese Balance positiv ist für uns morgen, dann kann das ein gutes Spiel sein für uns. Dann in der zweiten Reihe Mario Krischl für den Kicker, bitte. Guten Morgen zusammen. Stichwort Flügelspieler. Luis Diaz haben wir ja am Sonntag schon drüber gesprochen. Da würde mich noch interessieren, er hatte ja diese Pause im Dezember. Hast du das Gefühl auch, dass das eine wirklich positive Auswirkung auf ihn hatte? Dass ihm das gut getan hat? Ja, dann würde ich ein bisschen zu weit zurückgehen, um mich selbst zu loben in dieser Situation. Das ist nicht realistisch. Er hat natürlich die Pause bekommen. Das war für ihn wichtig in diesem Moment. Aber seitdem haben wir schon diese 7 Spiele in 20 Tagen gehabt. Und dann war vielleicht seine letzte Pause letzte Woche, wo er eine normale Trainingswoche gehabt hat. Nur ich glaube, der hat einfach eine riesige Er ist einfach eine Maschine, oder? Lucho ist eine Maschine. Nicht Ja, das. ganz genau. Vinny, wir sind auf einer Welle, ey. Er ist einfach eine Maschine. Wir dachten schon immer, Conny wäre eine Maschine. Dann kam Luis Diaz und hat die 2.0-Version gemacht. Dass ich nicht verstehe, dass es manchmal auch Momente gibt, wo das für ihn auch schwierig ist. Aber was er jetzt im Moment zeigt, das ist nicht nur in die Spiele, aber ist montags im Training hat er genauso viel Energie. Ob er jetzt 90, 95 Minuten gespielt hat oder nicht oder 500 Meter Sprint hatte und 12 Kilometer gelaufen ist egal. Montag ist er wieder frisch. Und das hat uns diese Saison viel geholfen, weil wir haben einfach, diese Jungs haben einfach sehr, sehr viele Minuten gespielt für uns und das hat uns gut getan. Dann ist Sky an der Reihe mit Carrie Howe. Ja, guten Morgen zusammen. Es gab ja einen Neuzugang im Winter mit Bara Njai, der jetzt auch schon trainiert hat. Können Sie ein bisschen was mal zu dem Spieler sagen, worauf wir uns auch dann freuen dürfen und auch an Max Eberl, welchen Plan Sie mit dem Spieler haben? Dankeschön. Ja, ich glaube, dass insgesamt Max mehr sagen kann, über wie das alles gelaufen ist, aber das ist ein Spieler von unserer Red & Gold Academy, ja. Stimmt, aber einfach Geschwindigkeit als Mittelfeldspieler und junge Talent, die jetzt nicht mit unserer Amateurmannschaft spielen kann oder darf im Moment, aber die trotzdem 3-4 Monate Adaptation nützen kann mit der ersten Mannschaft von Bayern München. Und wir freuen uns auf seine Persönlichkeit und was er im Moment im Training gezeigt hat, ist, dass er auf jeden Fall gehört zu diesen Talenten, die wir im Moment haben, auch in Bayern Nachwuchs und das läuft gut für ihn. Ist ja nicht wirklich ein Neuzugang. Also wir haben die Gambinos Akademie und die betreiben wir jetzt schon seit fast 3 Jahren und Bara ist jetzt der Erste, der wirklich oben ankommt. Es sind noch einige mehr, wo wirklich spannende Profile sind. Ist 18 geworden, deswegen war das jetzt der früheste Zeitpunkt im Januar, ihn hier drüber zu holen. Einfach zu adaptieren, einfach europäischen Fußball kennenzulernen. Er kommt, wie gesagt, aus einer Akademie in Afrika, hat noch nie wirklich richtigen Fußball in einer Liga gespielt und jetzt soll er einfach quasi hier adaptieren. Wir haben ihn ein halbes Jahr geliehen und nach dem halben Jahr werden wir in Ruhe entscheiden, was ist der beste nächste Schritt. Schafft das bei Bayern München vielleicht sogar, da würden wir uns alle immens drüber freuen. Das wird aber nicht heute oder morgen, das werden wir dann im Sommer entscheiden. Und wenn nicht, dann überlegen wir, was kann der beste nächste Schritt für ihn sein in seiner Entwicklung. Also das ist kein wirklicher Transfer, aber es ist einfach eine Fortsetzung unserer Gabino-Fußballschule, die wir in Afrika haben. Nächster ist Maximilian Edelmann für RTL. Guten Morgen, ja, Talent ist ein gutes Stichwort. Jonas Obig durfte die ersten beiden Pokalspiele spielen. Gegen Union saß er auf der Bank, hat Manuel Neuer gespielt. Wie sieht es denn diesmal aus? Wann
Manu spielt, Manu ist fit, Manu spielt. Manu spielt. Darf er nochmal im Kasten stehen? Yeah, if you don't mind, I'll answer the question in English just to have free-flowing answer. No, with the goalkeepers, it's very simple. So Manu Neuer is a goalkeeper. He will start tomorrow. It's the only position where I give sometimes a little bit of a hint. He starts everything, everywhere. Immer und überall. Manuel Neuer ist the man of the man in the man. Und wenn der Manu 3 Tage vor dem nächsten Saisonstart sagt, ey, ich verlängere meinen Vertrag, dann ist ja auch nächstes Jahr die Nummer 1. Before, just to avoid, we always have to treat our goalkeeper especially. I know that in football in general, but the progression of Jonas and the plan we have for Jonas is something we've discussed for a long time. When we got him from Köln a year ago, we discussed a little bit what we saw the first 6 months, what we saw the next 12 months. And I think that this year we're hitting a lot of the targets with Jonas that we had in mind. He's played in important games, not just the games where people can think, oh, it's maybe the easier games. You know, he played Stuttgart away, he played PSV away, he played some games that already show that you have to be a real talent to be able to play in those games that were important to us as well. And in the future, he will still get minutes, but it will always be planned with Michael Rechner and with Manu together in the right time. And now he's supporting Manu, and whenever Jonas has played, Manu has played also a very important. Wie überraschend, dass Manu das mitplant, wann Obi spielen darf. Ist jetzt nicht wirklich überraschend, ne? Von daher auch nochmal Hut ab, dass Manu ihm das Spiel nach seinem Patzer gegeben hat. Ja, da wird ein Manu halt auch mit ein Teil gewesen sein. Von daher Hut ab. Ja, und wie es halt so ist, Manu ist the GOAT. Ja. Punkt. Important role in supporting Jonas, so we have a good flow. But tomorrow, it's business as usual. Klaus Bergmann ist an der Reihe für die dpa. Über die lange Abwesenheit in Berlin des FC Bayern wurde ja schon oft genug geredet, vor jeder Pokalrunde. Mich würde interessieren, wo ordnen Sie den Pokal ein? Normalerweise sagt man immer, Champions League ist das Höchste, dann kommt die Meisterschaft, dann der Pokal. Ist das in diesem Jahr etwas anders? Und wie weit denken Sie bei einem Spiel morgen? Haben Sie auch die möglichen 5 Schützen für ein Elfmeterschießen sogar im Kopf? Wir müssen auf alles vorbereitet sein. Pokalgewinne ist nicht immer jedes Spiel 4-0, 5-0 gewinnen und dann am Ende die Pokale in die Luft stecken. Also es passiert immer was. Ob das jetzt morgen ist oder später, aber es passiert immer was, bevor man dieses Titel gewinnt. Und wir müssen einfach auf alles vorbereitet sein. Aber für mich ist es immer schwierig einzuordnen. Also was ist 1, 2 oder 3? Ich meine, heute vom Gefühl her ist das Wichtigste. Aber ab Donnerstag ist wahrscheinlich die Bundesliga wieder das Wichtigste. Und dann irgendwann kommt die Champions League wieder und was die Fans dann spüren für diese Pokal. Also ich versuche da keine zu große Hierarchie zu machen. Ich verstehe, dass die Verein weiß, was Champions League bedeutet. Ich verstehe, dass die Fans wissen, was Pokal auch bedeutet. Aber meine Rolle ist nicht eine Hierarchie zu machen. Meine Rolle ist einfach alles zu gewinnen. Das zu zeigen, was Bayern sein will. Und das ist einfach alles gewinnen, wenn wir können. Und Vinny und ich sind heute so, Leute. Ich sag's euch. Ich brauche gar nichts kommentieren heute. Ihr seht, ich bin ruhig. Was soll ich sagen? Vinny bringt alles auf den Punkt hier. Wo wir jetzt sind, ist, wo wir sein wollen. Und ich möchte Donnerstag noch dieses gleiche Gefühl haben. Ja. Ein paar Fragen gerne noch. Stefan Kumberger wieder. Max, du hast ja schon bestätigt, dass es Verhandlungen mit Harry Kane gibt. Wie laufen die? Wie würdest du die beschreiben? Und wie groß muss eure Befürchtung sein, dass jemand aus dem Ausland dazwischen grätscht? Ich wurde gefragt und ich habe gesagt, wir reden. Ich habe nicht gesagt, dass wir verhandeln. Also Verhandlungen sind noch nicht angefangen, noch nicht gestartet. Dass wir mit Harry Kane, einem Führungsspieler, immer wieder reden, aber dann eben auch über Momente, über Spiele, über Situationen, über jetzt die Wichtigkeit einer Saisonphase. Das ist normal, aber die Verhandlungen sind noch nicht gestartet. Und das, was jetzt um uns herum wieder schwabert, dass jemand irgendwas vorbereitet, kann ich nicht sagen. Ich kann nur sagen, dass wir mit Harry
da im intensiven Austausch sind, was ihn betrifft, was unseren Erfolg betrifft. Und die anderen Schritte werden danach kommen. Gleich daneben Heiko Nitterer für die Bild-Zeitung. Dann auch noch 2 schnelle Vertragsfragen an Max Eberl. Zum einen Upamecano, da wartet man irgendwie seit Tagen auf die Verzugsmeldung. Woran liegt es noch? Fehlt die Tinte an der Sebener Straße? Und die zweite Frage, Manuel Neuer, wie ist da der Stand? Gibt es da schon Überlegungen, Gespräche? Wie sieht es da aus? Manu hat da Zeit. Also über Manu, glaube ich, habe ich schon öfters gesagt, März, 40 Jahre Geburtstag. Und dann werden wir uns zum Ende der Saison hinsetzen und werden schauen, wie es weitergeht. Und man muss ja auch nicht langfristig die nächste Saison planen, oder? Kann man doch ganz kurzfristig gestalten. So, ist doch gar kein Problem. Ich meine, wir reden nur von der Torwartposition. Also ist doch jetzt auch nicht so wichtig beim FC Bayern. Opa ist so, wir kommen immer näher. Schade, ein bisschen weiter jetzt noch reden können, bis das Mikro da ist. Hanna Reif, bitte. Ich kann da ganz kurz noch anschließen, ohne jetzt auf einzelne Personalien einzugehen. In der letzten Transferperiode oder in der letzten Saisonplanung hieß es ja oft dann auch von etwas weiter oben, man würde sich etwas schneller Planungssicherheit wünschen und früher wurden Transfers früher eingetütet, als es vielleicht im letzten Jahr der Fall war. Jetzt haben Sie gesagt, Sie machen erst diese internen Transfers, Verlängerungen. Wie ist denn da das Vorgehen im Hintergrund? Läuft das andere parallel? Haben Sie da eine andere Herangehensweise als im letzten Jahr, oder? Wenn ihr wüsstet, wen wir schon alles haben. Nicht. Und eine Frage noch an den Trainer. Morgen ist ein Geburtstagskind im Kader. Jonathan Tah wird 30. 30 ist ja immer so eine Zahl, wo man besonders reif ist und vielleicht gerade auf den Zenit seines Könnens. Vielleicht können Sie über ihn noch mal kurz sagen, wo er steht, was er der Mannschaft gibt. Danke. Ja, das erste im letzten Sommer, ich weiß, da wurde sehr, 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 sehr viel gesprochen. Trotzdem muss man festhalten, dass wir nach der Club-WM mit der Kaderplanung fertig waren. Wir haben Lucho Diaz verpflichtet und damit war unsere Kaderplanung ein Stück weit eben auch beendet. Dann kam eben das, was im Kader immer passieren kann, dass ein Spieler kam und sagte dazu, ich möchte doch jetzt noch mal einen ganz großen Schritt machen mit Kingsley Coman. Das ist dann eben alles nicht planbar, man kann sich vorbereiten. Das haben wir dann eben getan. Wir haben es umgesetzt mit Nico Jackson, um den Kader wieder komplett zu machen. Aber tatsächlich Mitte Juli war die Kaderplanung abgeschlossen. Ich finde das mit Betracht der Club-WM, was wir alles zu erledigen hatten, jetzt nicht zu spät. Natürlich wünschen sich... Ich weiß nicht, ob man jetzt als Sportvorstand, Sportdirektor eine Club-WM anführen muss. Also du musst ja nicht damit hinreisen und da irgendwo auf der Bank hocken. Du kannst ja mal deine Aufgaben durchgehen und das ist in erster Linie Transfers. So. Ja, let's go. Ich meine, hat er ja dann auch getan. Das irgendwie als Argument jetzt hier anzuführen, finde ich ein bisschen wild. Aber gut, sei ihm gegönnt. Er hat einen guten Job gemacht. Alle, dass du quasi im März durch bist. Aber witzigerweise, wenn ich jetzt im März mit unserem Finanzer spreche, dann sagt er, gut, ich weiß ja gar nicht, wo wir enden. Vielleicht kommen wir ins Champions-League-Finale und du hast nochmal 10 Millionen mehr. Also das ist ja mittlerweile, hat sich ja auch der Markt ein Stück weit verändert, wann man wie reagieren kann. Warum erst interne Transfers? Ja, wenn ich die internen Transfers geschafft habe, weiß ich, dass ich diese Position nicht besetzen muss. Ja. Habe ich ihn nicht geschafft, weiß ich, mit dem, was jetzt gerade mir zur Verfügung gestellt wird, muss ich vielleicht 2 oder 3 Spieler verpflichten. Und das sind die Planungen, die laufen im Grunde dann beginnend im September, also wenn die Sommertransferperiode vorbei ist, beginnen quasi diese Überlegungen, welche Transfers sind intern oder welche wollen wir nicht machen und wollen dafür vielleicht was sparen, um einen externen Transfer zu machen. Und wenn dann diese Hausaufgaben gemacht sind, kann man weitergehen. Dass das parallel läuft, ich glaube, das ist selbstredend. Also wenn ihr die Frage verstehe ich, wenn man jetzt mir unterstellt, ich würde dann erst anfangen zu überlegen, was kann ich denn jetzt noch eigentlich machen oder was können wir eigentlich jetzt noch machen. Ich glaube, dann sind wir verkehrt. Ja, stimme ich zu. Sollte man dann auf der Torwartposition aber auch so handhaben. Und nicht sagen so, ja, wir gucken mal, wann Manu so Bock hat, sich zu entscheiden. Also schwierig. Natürlich die Gespräche, die Planungen parallel. Also wir wissen genau, was wir tun wollen. Wenn das jetzt mit Upa alles über die Bühne geht, dann wissen wir, dass wir in der Defensive aufgestellt sind für die neue Saison. Und dann wissen wir, dass wir vielleicht eben keinen externen machen wenn das Wörtchen wenn nicht wäre. Müssen auf der Position und haben vielleicht mehr Möglichkeiten auf einer anderen Position. Ja. Ja, für Jona, ich weiß, dieses Gefühl natürlich, wenn du 30 bist, dann hast du vielleicht zum ersten Mal im Gedanke, wie lange kann ich noch weiterspielen, aber insgesamt kann ich auch sagen, ich habe als Innenverteidiger in diesen Momenten meine 3 oder 4 schönsten Jahre meiner Karriere gehabt auch. Und das ist dieses Moment, wo er jetzt sich befinden wird. Und man sieht das auch, glaube ich, in was er jetzt bringt in seiner Leistung. Ich habe Jonathan Tah natürlich schon länger verfolgt. Er war nicht meine direkte Nachfolger, aber war beim HSV irgendwann auch
Verteidiger da und dann ist auch weiter gewachsen in Leverkusen und ich glaube, er hat sich in die Bundesliga immer wieder gesteigert, ist immer besser geworden. Es war fast kein Jahr, wo er stagniert hat, immer besser geworden und dass er jetzt 30 ist, das heißt einfach, dass er in seiner besten Phase ist und Verteidiger ist nicht nur, und deswegen glaube ich, als Verteidiger bist du in deinen 30er Jahren manchmal auch noch sehr, sehr stabil, weil Verteidiger ist nicht nur, wie kann ich meine Zweikämpfe gewinnen, Kopfbälle gewinnen, das ist auch sehr viel Kommunikation. Und Kommunikation, das bringst du natürlich viel öfter mit, wenn du ein bisschen diese Erfahrung hast. Und ja, das bringt Jona im Moment. Wir sind, wie Max gerade gesagt hat, gut aufgestellt in die Defensive. Es ist nicht nur Jona, aber für für was er leistet im Moment, sind wir natürlich sehr zufrieden mit Jona. Eine letzte dann für Kerry. Eine letzte Ja, es wird bitte. jetzt nach dem Spiel gegen Hoffenheim sehr viel über die eine Szene von Lennart Kahl diskutiert im Internet, wo die gezeigt wurde mit den Übersteigern und er verliert da den Ball. Wie haben Sie das Ganze wahrgenommen, vor allem wenn dann ein Gegenspieler auch noch so den Daumen hebt? Finden Sie das unsportlich? Was halten Sie davon? Nein, I'm gonna say it in English anyway, sorry. Naja, man muss halt. Wir könnten jetzt hier einen auf alten weißen Mann machen. Lehrjahre sind keine Herrenjahre oder wie der Bums heißt. Wenn du auf dicke Hose machst, ganz ehrlich, wenn du 17 bist, 18 bist, 19 bist und du machst auf dicke Hose, indem du an der Außenlinie dich da hinstellst und der Gegner 2 Meter entfernt steht und du meinst, du musst 20 Übersteiger über den Ball machen und du verdribbelst dich dann selber und der Ball geht ins Aus, da musst du mit dem Spott des Gegenspielers leben, Alter. Das hat nichts mit Unsportlichkeit zu tun. Ja? So, dann mach halt nicht auf dicke Hose mit was. So, das war ja jetzt nicht irgendwelche Übersteiger, um an dem Spieler vorbeizugehen. Das war einfach, hey, guck mal, ich kann Übersteiger. Ja, und dann kriegst du die Reaktion. That's all. Da muss man nicht zu viel hineininterpretieren oder sonst was, Alter. I didn't even look at it. I don't know what happened on the internet. I'm sorry. It went past me. If something in the moment annoys me, 100% I will say it. But in the moment, and it's me without watching the internet, in the moment I said, he missed his Übersteiger. That's it. And I'm not going to start punishing my offensive players for trying. Now the problem is now I'm losing the word Übersteiger in English. Step over. So no, I'm not going to start punishing my players for doing step overs. What am I going to tell Michael Olise? What am I going to tell Lucho Diaz? And okay, a lot of people come to the stadium for this, and unfortunately when you miss it, I still think though for wingers it's still easy. A defender, if you miss something, it's going in your own goal. Or for a goalkeeper, if you miss something, it's going in your own goal. For him, he missed something and he went out for a goal kick. So that's why attacking players can try a little bit more than defensive players, and I encourage them. If I see a sign of arrogance or disrespect to the opposition team, nobody needs to say anything. I will say something. But in that moment, it's not what I felt. It's just, unlucky. And they showed probably every goal he scored 250,000 times on social media. And, it goes both ways. We can't escape it. Yeah. Okay, Ja, that's all. Gutes Schlusswort. Wie ich gerade schon sagte, ne? Wenn du meinst, du musst auf dicke Hose machen, dann kriegst du halt den Spott, wenn es nicht klappt. Mein Gott. Ja, man lernt daraus und gut ist. So. Rot-weiße Grüße gehen raus, Leute. Hoffentlich auf ein gutes Spiel morgen mit einem besseren Ergebnis für uns. In diesem Sinne. Vielen lieben Dank für euren Support hier auf dem Kanal. Und in diesem Sinne, gute Freunde kann niemand trennen.